Die Zeit ist reif, um mit Desmond Miles hier in der Gegenwart aktiv zu werden und damit herzlich willkommen zurück, Freunde. Ja, die Zeiten von Haven und Connor sind vorbei und jetzt geht's los mit Desmond Miles. Auf gute, altmodische Art und Weise, ohne Superkräfte, ohne irgendwie Assassinen-Power, oder sogar Templar irgendwie, Kräfte, wie auch immer. Und sogar ohne Waffen, wie es aussieht. Bin mal gespannt, was Desmond Miles so drauf hat. Okay. Tja. Bin ich eigentlich richtig unterwegs? Natürlich die andere Frage. Ich muss nach oben, von dem hier bin ich glaube ich richtig unterwegs. Oh, hier auf Rohren springen, klettern. Viel Glück. Ah, geht doch. Ja, auch er ist sehr beweglich, sehr agil. Das gefällt mir umso mehr. Hier ist nichts zu sehen. Da oben eigentlich auch nichts. Aber trotzdem gut aufpassen, Freunde. Immer auf der Hut bleiben. Man weiß ja nie, was plötzlich in dem nächsten Loch auf einen warten könnte. Da hat es Licht. Wieso hat es da Licht? Was steht da? Low Press Steam. Was ist Steam? Livestream? Ach so. So meinte das, alles klar. Wow, kann der Wald springen. Toll. Also irgendwie bewege ich mich immer nur auf der gleichen Ebene. Von wegen hoch, runter merke ich eigentlich nicht viel. Ah, schon besser, schon besser. So. Toll. Und jetzt, wie komme ich jetzt hier hoch? Wird ein tiefer Fall, wird ein tiefer Fall. Wie, jetzt muss der hoch? Wollen wir verarschen? Da geht er gar nicht hoch, das ist bereits... Okay, hopp. Ja. So, hier wäre ich. Und jetzt, wie geht's weiter? Da hat's nichts, da auch nicht. Hupp. Hier ganz flott hoch. Jo. Ja. Oh ja. Toll. Wie gesagt, immer die gleiche Ebene. Ein bisschen höher wäre auch nicht übel. Da komme ich da hoch? Nee, auch nicht. Hä? Das ist gerade ein bisschen verwirrend hier, Freunde. Na, ich schau mal nicht, weil ich schau mal. So, jetzt da und... Wieder eine Decke, wieder eine Decke. Gibt's ja wohl nicht. Was schreist du? Bin ich jetzt wieder hier? Okay. Toll, und jetzt? Komm ich unten durch? Oh, das ist nicht bewegt. Was für eine tolle Aussicht. Ehrlich schon. Leck mich. Aber ist schon geil, hey. Alter Schwede, hey. Also Desmond, du erinnerst mich ein bisschen hier an Mission Impossible. Hat ein bisschen was an von sich. Wow, hier runterfallen. Na, hast du Bock, Alter? Hast du Bock? Nur eine ganz kleine Bewegung hier. Ich muss nur ganz leicht drücken und schon segelst du runter. Ne, okay, wäre ein bisschen fies. Wäre ein bisschen fies. Ich muss jetzt hoch, wa? Toll, geht's auf hier außen? Soll ich? Versuch's mal, vielleicht komme ich da hoch. Na, es klappt sogar. Na, wie sieht's aus, Kumpel? Kommst du da hoch? Komm schon. Du hast Assassinen als Vorfahren, du schaffst das. Ich würde es nicht schaffen, aber Hauptsache du kannst es. Loslassen. B, A, A, wär's gut. Jetzt sind wir mal hier, das ist schön. Ob er da hochkommt, bezahlt einfach fast ein bisschen. Nö, keine Chance. Vielleicht doch, hier hochklettern und dann... Ah, ich bin da so ein Dorftrottel, hey. Deswegen mach jetzt keinen Fehler, mach's keinen Fehler. So. Jetzt hat es hier ein Fahrhäuschen, kann ich hier rein? Nö. Hat zwar eine Türe, aber ist natürlich verschlossen. Wie könnte es sonst sein? Oh. Ja, ich sehe schon. Alter. Alter, wäre ich jetzt in der Rolle von Desmond Miles, ich glaube, mir wäre gerade das Herz darunter gerutscht. Natürlich auf der Straße wieder aufgeschlagen. Alter, hey. So, du kommst da hoch, oder? Problemlos, wie es aussieht.
Oh Mann, ihr Templer und Assassinen, ihr seid ja die reinsten Kletteraffen. Aber ohne Witz. Cool. Oh. Das ist natürlich toll. Habe ich eine Alternative? Nein, natürlich nicht. Wäre so schön gewesen. Ah. Ah. Alter, wenn wir so in die Hose machen, wenn ich hier oben wäre. Wenn hier ein Videospiel, dann kannst du leicht sagen, ja, mache ich mit links, aber im Real Life? Ah. Einmal den Fuß falsch gesetzt und hasta la vista, Baby. Sag mal, mache ich überhaupt alles richtig? Ja komm, hier kommst du hoch, hier kommst du hoch! Hier kommst du hoch! Hier kommst du hoch! Hier kommst du hoch! Ne, beim 4. Mal nicht. Schade, da kommen wir doch niemals um die Ecke rum. Wollen wir verarschen? Das schafft er niemals. Na klar, hey. Okay, unterschätzt niemals Assassinen oder ihre Nachfahren oder Templer oder was sonst für ein Scheiß. Na komm, das schaffst du auch noch. Und hoch mit dir. Gut, Kumpel. So, und jetzt da hoch. Mittels Kabel. Ja, fast. Hopp, gut. Na toll, und jetzt? Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Oh, na klar, ey. Nach hinten springen, natürlich nicht runterfallen. Sie ist positiv. Jetzt gibt es keine Security mehr. Oder nicht ganz so positiv. Ein falscher Schritt und du wirst effektiv rein. Klappe schon. Ja, Klappe schon. Oder wie ich immer sage, Ruhe auf billigen Plätzen, sonst komme ich runter. Nee, lieber nicht, ich komme nicht runter. Alter, aber ist schon geil hier oben. Gotham City. Wenn die Dunkelheit die Stadt einnehmen will, dann bin ich bereit. Batman. So, genug davon von den Quatsch. Ich weiß, das war nicht der Originalspruch, mir fällt gerade der Originalspruch nicht mehr ein. Aber es hatte schon was für sich. So, schön hier oben. Ja, ich muss sagen, es wird dann Gegenwart zu sein, hat schon was für sich. Die Frage ist bloß, was kann ich jetzt hier machen? Also sprich, wie geht's weiter? Was ich machen muss, weiß ich ja noch. Kann ich hier... komm, da kannst du aufreißen. Nö, kann nicht. Ach, Desmond. Hier ein Rohr zur Verteidigung will auch nicht. Von mir aus. Da unten durch. Jupp. Und jetzt. Ich höre was. Das ist ein Luftzug. Hier sind ein paar Türen. Die haben nicht aufgehen. Klettern auf eine Tür. Ja... Ja, falls eine neue olympische Disziplin wäre es ja schön, aber so für sich? Nee, sagt Quatsch, Desmond. Mach doch nicht so eine Scheiße hier. Tür auf, geht nix, schade. Und hier? Hier hoch? Komm, ja, komm schon, hier kommst du noch. Och, das wird kein tiefer Fall, aber könnte sich schon knöchelloser brechen. Gehen wir darüber. Desmond darüber, genau. Gut machst du das, Kumpel. Gut. Ich höre gerade im Flugzeug, aber ich glaube, das ist hier im Real Life, nicht im Spiel. Tja, und jetzt? Och, das... lieber nicht. Lieber nicht. Und hopp, so, oh, es geht weiter hoch, Hoppala, und zack. Ja, so, oben bin ich, wie geht's weiter? Hey Leute, hallo, hört ihr mich? Der ist mit Miles an übrige Crew, wo seid ihr? Die sagen nichts. Und hüpp und zack. Oh ja, gut. Tja, schön. Echt schön, aber wo muss er überhaupt hin? Nach ganz oben? Nee, Quatsch, oder? Oh, offenbar doch. Ach du Scheiße. Was steht da? 6,3 Meter. Ah, die Länge davon, alles klar. Und ja, wie einen Stromkasten, ne? Danger, nicht hochklettern, bitte. Bzzz, naja. Kommst du da hoch, Alter? Ja, eine blöde Idee.
Vielleicht gibt es einen anderen Weg, eine Abkürzung sowas. Na, wie sieht's aus? Was steht denn da? Geht nicht, viel zu klein. Und viel zu unscharf. Da drüben hat es doch auch nichts. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Kann man sagen, überhaupt da drüber, Connor? Desmond? Ja, doch, das geht. Och nö, ey. Ja, sacre bleu. Nennt man Französisch, aber ist doch egal. Uah, das würde ich mich niemals getrauen, hey. Und wenn das Ende der Welt bevorstehen würde, oder wenn mich irgendwie ein T-Rex verfolgen würde, niemals. Alter. Vielleicht hast du es, Desmond. Da oben auf dem beleuchteten Kran solltest du hoch genug sein für den Sprung. Solltest? Das klappt schon, keine Angst. Sprung? Naja, ein bisschen Angst wäre schon angebracht. Sicher war sie high, als sie das berechnet hat. Sean! Ein Witz. Das war ein Witz. Oder nicht? Hey, deine Witze kannst du in den Arsch klemmen, hey. Ein Witz machen, Sprung. Ja, sollte reichen. Alter, wieso muss ich hier springen? Seid ihr bekloppt? Ich will nicht springen. Ich habe doch ein erfülltes Leben vor mir. Mann. Ja, spring doch halt. Ist doch scheißegal. Dann gibt's halt keine Let's Plays mehr und bist halt tot. Naja, aber ich glaube, meine Fans hätten was anderes dazu zu sagen. Die wären nicht so erfreut, wenn ich hier den Sprung wagen würde. Der hoch also. Ach schon. Wieso machst du nicht die Scheiße hier? Wieso muss ich alles machen? Ja gut, ich meine, andere Leute nehmen die Treppe, aber wir als Desmond Miles natürlich nicht. Nö, wir nehmen die Zinnlade hier. Zinnlade, Quatsch, hier, die... ihr wisst schon, die Eisenstangen hier, das Gerüst. Das war das, was ich gesucht habe. Das Gerüst, genau. Toll. Schön, und jetzt? Spring, wenn du bereit bist, aber öffne den Schirm erst auf mein Signal. Das Timing ist hier sehr wichtig. Triffst du es nicht, verfehlst du das Gebäude. Ja, wenn so das ist. Alter, Leute, ich hab Angst. Also, sprich, wenn ich jetzt im Real Life wäre und das mal stelle, ich hätte echt Schiss. Ich würde es zwar vermutlich machen mit dem Fallschirm, aber trotzdem, ich hätte ein bisschen Schiss. Da würde ich es echt machen. Ich weiß gar nicht. Ich wüsste es echt nicht, ob ich es machen würde, aber Schiss hätte ich garantiert. So viel ist schon mal klar. Und deshalb ein Sprung! Ich sagte Sprung. Hallo? Ahem. Toll, ich drücke alle Knöpfe. Mach's halt so. Tschüss. Jetzt! Wo muss ich hinsteuern? Hallo, ich weiß, ich sehe da auch das rot beleuchtete Helikopterplatz, Schild, Dingsbums da, aber ob das richtig ist, weiß ich doch nicht. Na, vermutlich schon. Ja, ging doch ganz gut. Das war nicht übel. So, du bist also Desmond. Ich hatte etwas anderes erwartet. Aber ich schätze, dein Verein hat heutzutage wenig Optionen. Wer bist du? Frag deinen Vater. Jetzt gib mir das. Wohl kaum. Pass auf. Ich soll dich zwar nicht umbringen, aber der Boss hat nichts davon gesagt, dass ich dir nicht wehtun darf. Also ich zähle jetzt bis... Ah! Das war doch eine ziemlich schlagfertige Antwort von Desmond. Irgendwie erinnert mich die Szene an die erste Folge. Wer zum Teufel ist Daniel Cross? Glaub es oder nicht, er war mal ein Assassine. Der Assassine, so wird es erzählt.
Allerdings war er ein Doppelagent, programmiert von Abstergo, um den Orden zu infiltrieren und zu zerstören. Woher wusste er, dass du kommst? Wir könnten aufgeflogen sein. Die müssen gemerkt haben, dass ich ihr Netzwerk hacke und haben Cross geschickt, um nachzusehen. Wenn die wüssten, wo wir sind, wäre es uns bekannt. Aber ich muss sagen, das ist kein gutes Zeichen für künftige Ausflüge. Ich habe da oben Kameras aufgebaut. Wenn jemand kommt, sehen wir es. Ich schlage vor, du suchst einen Anschluss für die Energiequelle. Oder wir gehen zurück zu Connor, wenn du willst. Alle Artefakte der Welt sind nutzlos ohne den Schlüssel. Wie war? Beliebige Taste drücken. Wieso jetzt schon wieder? So, sind wir also hier. Wir müssen noch etwas suchen oder zurückgehen und Connors Abenteuer weiter bestehen. Was ist denn das da oben? Was glitzert da so? Das schaue ich mal kurz an, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, könnte, müsste. Gut. Wow. Jetzt zeigen wir hoch. Irgendwie so seltsames Gestein hier. Das glitzert und glänzt. Nee, da komme ich nicht oben an. Das geht nicht. Ups. So, sowieso nichts. Und wieder zurück, natürlich die Erinnerung neu gestartet. Sehr schön, sehr cool. Und da ist das... Das Triforce, hallo? Ah, ne, nicht ganz. Aber hat schon gewisse Ähnlichkeiten. Was könnte ich jetzt hier noch machen, Leute? Was könnten wir hier noch vollbringen? So großartig. Ist hier unten noch etwas? Schauen wir einfach mal nach. Ja, gut. Wow. Ganz vorsichtig. Nicht schon wieder die gleiche Scheiße machen hier. Wow. Nö, hier hat's nichts. Scheinbar nicht wirklich. Schade. Und wieder zurück. Ja, da geht's tief runter. Ist mir eigentlich auch klar. Na, Papa, was sagst du dazu? Sohn? Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte nicht so um mich schlagen dürfen. Du musst verstehen, dass ich sowas nie gut konnte. Und vergiss nicht, wir führen ein außergewöhnliches Leben. Ich mochte mein gewöhnliches Leben. Du kannst nicht vor dir selbst fliehen, Desmond. Hab ich gemerkt. Hör zu. Es ist dumm, uns immer so im Kreis zu drehen. Ich gebe zu, ich habe bei deiner Erziehung versagt. Entschuldigung, tut mir leid. Aber es ist wichtig, dass du verstehst, dass es nicht böse gemeint war. Du bist mein Sohn. Ich liebe dich. Ich war zu sehr damit beschäftigt, aufzupassen, dass nichts Schlimmes passiert. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Frieden? Ich würde mal sagen, Frieden, Freunde. Das war gerade eine seltsame Animation, wie er uns ständig übers Haar gestreichelt hat und wieder den Kopf so gerenkt hat. Als wäre irgendwie eine Giraffe und hätte eine Halsstarre, aber gut. Wir haben uns wieder mit unserem Vater versöhnt, oder er mit uns. Ob es auch umgekehrt ist, keine Ahnung. Und, tja, was gibt's noch großartig zu tun, bevor wir zurück in die Vergangenheit reisen und Connors Abenteuer weiter bestehen? Na, wie sieht's aus? Oh, Desmond, da bist du ja. Tust du mir einen Gefallen? Vielleicht. Wenn das vorbei ist, würde ich gern das Rad im Animus zurückdrehen. Also ganz zurückdrehen. Bis zur Zeit der ersten Zivilisation. Du glaubst, das geht? Es gab auch keine echten Probleme, als du Altair besucht hast. Allerdings waren das nur circa 1000 Jahre. Und ich habe vor, mindestens 70.000 zurückzugehen. Klar, ich wäre dabei. Wäre interessant zu sehen, wie es damals so aussah. Exzellent. Ich glaube, das wäre sehr aufschlussreich. 70.000 Jahre zurück? Alter, bist du fast wieder bei den Höhlenbewohnern, sprich schon fast bei der Steinzeit. Und bei den Dinos waren es irgendwie Millionen von Jahren, glaube ich, oder? 70 Millionen Jahre habe ich mal gehört, oder 10 Millionen Jahre. Auf alle Fälle war es etwas im Millionenbereich, wo die Dinosaurier noch gelebt haben. Okay, der will zur ersten Zivilisation zurückkehren. Wieso auch immer er das gerne möchte. Vielleicht ist er einfach nur wissbegierig. Vielleicht will er auch die ganze Geschichte verändern. Wer weiß das schon. Mal da oben hin. Komm schon, da auf dem Vorsprung. Das müsste klappen. Nö, geht nicht. So.
Hast du noch was zu sagen? Also alles an. Was machst du denn da? Ich frische meine Geschichtskenntnisse auf. Naja, so nennen sie es. Die bringen einem komische Sachen bei in den Staaten. Zum Beispiel? Na, all das Gerede über einen Revolutionskrieg. Dabei war es ein Bürgerkrieg. Naja, nicht so ein Bürgerkrieg. Ich meine, es war nicht Amerika gegen England. Es war Brite gegen Brite. Und man kann deutlich erkennen, wie das alles anfing. Ein Krieg verursachte den nächsten. Du meinst den 7-jährigen Krieg? Genau. Die Krone hatte sich verausgabt, um die Franzosen abzuwehren. Hatte sich enorm verschuldet dabei. Im Glauben, dass die Kolonisten helfen sollten, die Last zu tragen, wurden neue Steuern erhoben. Das war eine vernünftige Forderung, auch wenn das Parlament dabei nicht sehr diplomatisch vorging. Es ist doch nicht fair, Menschen für einen Krieg zu besteuern, den sie nicht wollten. Was? Den sie nicht wollten? Hast du George Washington nicht bei Edward Braddock bemerkt? Er steckte da doch mittendrin. Also hier gibt die Krone wer weiß wie viel Geld aus, um das Land für die Kolonisten zu schützen. Und wenn sie dann selbst um Hilfe bittet? Also, du musst das so sehen. King George und die Kolonisten gehen zusammen essen, klar? Und als die... Ja, die Rechnung kommt, weiter. Da muss vermutlich der andere bezahlen, oder? Irgendwie sowas. Ist doch immer irgendwie so. Ja, diese Politiker versprechen ihm das Größte vom Himmel herab und sagen, ja, ich mache alles für euch, wenn ihr mich wählt und so. Und sobald sie gewählt sind, Pustekuchen. Dann sind sie die Egoisten höchstpersönlich und deswegen Brite gegen Brite und dann kriegt sie den nächsten. Sowieso auch logisch, ich meine, hallo, Krieg bedeutet auch Verlust, Krieg bedeutet Hass und so weiter und wenn der halt einen verletzt, dann kommt der Nächste, der will dich dafür rächen lassen, etc. etc. Ist doch alles die gleiche Scheiß. So, Freunde, wie war's aber jetzt? Ja, das war's einmal für diese Folge, denke ich mal, hier in der Gegenwart. In diesem Part dann geht es hier weiter mit einer Vergangenheit, würde ich mal sagen, zurück zu Connors Geschichte und mal schauen, wie es denn da weitergeht und ob wir, ja, wir schon, was machst du für Ausfallschritte, Desmond? Seltsam. Und ob wir schon nahe dran sind, die ganze Geschichte aufzuklären und ja, wer weiß, schon bald irgendwie etwas, wie interagieren mit dem Computer? Alte Nachrichten, Mission wiederholen. Ne, danke, das sind mal willkommen, dankeschön. Und ob wir schon bald mal die Geschichte beenden können hier. Tja, soviel dazu. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Assassin's Creed 3. Ciao zusammen.